Servus und Habidere zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Der Esel nennt sie immer zuerst, ich bin der Mike. Grüßt euch, ich mache das natürlich nicht alleine. Mit mir im virtuellen Studio ist der Corby. Habidere, Corby. Ja, hi Mike, na, wieder zusammen. Ja, wieder mal, wie wir es Ende letzter Woche auch schon gemacht haben. Gell? Wir zwar starten wir so ins Glück und treffen wir dann auf den Kani und dann ist es nicht mehr so schön. Ja, Seppi war Gott sei Dank auch dabei. Ja, er hat uns da immer wieder aufgeheitert und uns in die Realität zurückgebracht, das uns gezeigt hat, okay, es liegt nicht nur am Mike und mir, sondern wir sind anscheinend doch einigermaßen normale Menschen. Der Kani ist vielleicht dabei, wer weiß. Wir werden jetzt das da nur hören. Vielleicht stoßt man auf ihn. Ja, vielleicht haben wir ihn gerade gefesselt und geknebelt irgendwo abgelegt. Ja. Aber wir wollen natürlich berichten, wie es beim Fright Nights 2024 war in Pasching bei Linz. Yeah. Und ja, Mike, warum waren wir da? Weil es zum 20. Mal die Edition gibt. Na komm, da gab es einen anderen Grund. Ja, weil ich in der Jury war. Ich war einer von 4 ehrenwerten Jurymitgliedern dabei. Die liebe Chiara, die hat mich damals auch gefragt, ob ich da mitmachen mag. Da habe ich gesagt, okay. Auf was muss ich mich da einlassen? Als ich dann gehört habe, auf was ich mich jetzt einlassen muss, habe ich mir gedacht, boah, leck, wie soll ich denn das alles schaffen? Vor allem diese ganze Masse an Filme zum Schauen, die dann auch noch zum Bewerten und dann 3 Monate später quasi über diese Filme abzustimmen in dem 4er-Gremium, die ich begleitet habe mit meinen Kollegen, den Dr. Horror, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, der hat einen phänomenalen Podcast. Der Danny Filmgeek war dabei und die liebe Faye Hell, Schriftstellerin, könnt ihr überall mal vorbeischauen. Der Kobi verlinkt das vielleicht auch in den Shownotes. Weiß ich nicht, ob er es mag. Wahrscheinlich, ich hoffe es einmal. Schafft er bestimmt. Genau. Schafft er. Und dann hat es natürlich geheißen, wenn du da bei der Jury bist, musst du natürlich auch im Festival vor Ort sein, weil du hast da dann natürlich noch andere Aufgaben, wie nur allerweil fett Kassetten schauen. Und dann habe ich meine Kollegen gefragt, hey Corby, Kani, Seppi, wollt ihr da vielleicht mich begleiten, mich stark vertreten, hätte ich bald gesagt, also mich verstärken. Und da haben natürlich die Jungs gesagt, sie kommen mit und es war ein äußerst gelungenes, langes Wochenende. Es war sein inneres Ponyreiten. Also anders, glaube ich, kann man das gar nicht ausdrücken. Und mein erstes Festival in Österreich überhaupt. Also jetzt nicht nur filmtechnisch, sondern insgesamt, das war meine allererste große Veranstaltung außerhalb von Deutschland in einem deutschsprachigen Raum. Okay. Das war ganz, ganz toll. Und wir sind ja dann nach Pasching eingefahren, haben uns dann erst so gedacht, okay, wo sind wir da? Reines Industrieviertel, aber spätestens ab da, wo wir dann das Kino gefunden haben, in diesem großartigen Pulse City, was ein gigantisches, ist das ein Einkaufszentrum? Ja, oder? Ja, also bei der Amis hat man sagen, das ist ein Mall, oder? Ja, also eine Erlebnisstätte mit einem gigantisch großen Hollywood-Megaplex-Kino. 14 Kinosäle, 14 Stück. 14, ja, und im Saal 11 war es Fright Nights und da sind wir dann erstmal ganz freudig begrüßt worden von der Chiara, von der Jenny, vom Flo, vom Heinz. Genau. Den habe ich vergessen. Das waren die uns gleich begrüßt haben. Genau, richtig. Ganz grimmige Menschen, die sich tatsächlich gefreut haben. Also ich glaube, sie haben sich da gar nicht großartig verstehen können, dass wir tatsächlich ja da waren. Ja, und die haben gar nicht mit uns gerechnet quasi, oder? Na. Und ja, wir haben ganz, ganz tolle Filme sehen dürfen. Einen riesigen Sack an Kurzfilmen und einige sehr coole Premieren. Genau. Sowie Featurefilmen. Genau, man muss auch dazu sagen, wir haben quasi den ersten Tag, Mittwoch, den 16. haben wir auslassen müssen. Weil wir cool sind. Wir kommen dann erst, wenn es schon angefangen hat. Genau, wir haben quasi diesen Ding zum Beispiel verpasst, diesen Red Rooms, und der hätte mich auch dann eigentlich schon brutal interessiert, aber wie gesagt, aus beruflichen als auch familiären Gründen haben wir erst am Donnerstag, den 17. angereist.
Ja, im Endeffekt hat es nicht lang gedauert, dann haben wir unsere Festival-Bundle gekriegt und unsere saucoolen Karten dazu, weil wir haben ja für jeden Tag eine separate Karte gekriegt, mit dem man quasi da im Kinosaal aus- und eingehen kann, weil die Säle, die werden verriegelt. Was habe ich noch nie gehört. Bei uns am Land, wurde niemals ein Saal verriegelt, aber da wird tatsächlich zugespielt und du kommst nicht mehr aus und ein ohne diese Eintrittskarte. Wahnsinn. Brutal. Aber es war echt cool, weil wir haben ja dann so ein Festival-Bandteil gekriegt und da haben wir dann die Karte rein tun können und dann haben wir die immer abgescannt, wenn wir rein und raus wollten. Das war toll. Genau. Also ich bin mir da schon eigentlich rund um die Uhr vorgekommen wie ein VIP. Vollgas. Von Haus aus. Von Haus aus. Ja, dann ist quasi um 15 Uhr losgegangen mit die Trash Bash Sports. Ist losgegangen für uns. Und da haben wir als erstes Mercurio gesehen. Schon ein großes Highlight. Ein Gigolo. Kriegt seine eigene Medizin zum Schmecker und wird dann von einer Hexe quasi missbraucht, misshandelt und für rituelle Sachen und auch für ein bisschen an Sex hergenommen. Und das Ganze war ganz abgedreht irgendwie. Also ich habe zwei Assoziationen im Kopf gehabt. The Lighthouse meets Tanz der Teufel 2. Ja, doch, stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, da kann ich mir das eigentlich auch ziemlich gut vorstellen. War auf jeden Fall ein lustiger Horrorfilm, ein 25-minütiger aus Frankreich und war schon ein richtig cooler Auftakt dann. Also man hat gleich mal gewusst, wo man ist. Danach ist es weitergegangen mit einem österreichischen Kurzfilm von dem Regisseur Markus Wimberger, der bestimmt zuhört. Wie soll es auch anders sein? Jeder hört uns. Und da haben wir den Film Salontriel, Masters of Illusions sehen dürfen, der während der Pandemie entstanden ist und mit einem Handy gedreht wurde. Voll verrückt. Das ist mal, glaube ich, so mit einem Huawei irgendwas mit 30 noch. Also brutales Ding. Von der Stimmung her sehr cool, sehr atmosphärisch, sehr düster. Läuft dann auf einen coolen Payoff raus. War okay. Es war jetzt nicht der Oberreißer vom Festival, aber er war sehr unterhaltsam. Auch mit 13 Minuten, keine Sekunde zu lang. Das hat passt. Das war unterhaltsam. Ja. Einer, der auch unterhaltsam war, aber vielleicht einen Ticken zu abgedreht, war dann der Folge-Kurzfilm Burtuis 2. Also wer weiß, was bei Burtuis vorher passiert ist. Auf jeden Fall haben wir da lauter verschiedene Kreaturen, Fabelwesen gesehen. Niederländer, die als Fabelwesen verkleidet waren und sie dann gegenseitig die ganze Zeit blöd gemacht haben, Essen gemacht haben. Ja, sie gegenseitig verarscht haben. Ja. Also war jetzt nicht meins, das ist eher das ist einer von den Filmen, der war mir, wie gesagt, so abgedreht. Und auch von der Story her und Ding, das ist, war jetzt nicht meins. Die 17 Minuten haben sie für mich ein wenig gezogen. Aber er war so von der Idee her, da hat es bei mir schon gefackelt an der Idee, muss ich echt sagen. Also das ist einer von meinen Lowlights von den Kurzfilmen. Der hat mir am wenigsten gefallen. Oder einer von denen, die mir am wenigsten gefallen haben. Also man sitzt auf jeden Fall da und fragt sie, what the fuck? Ja, auf jeden Fall. Was rauchen die Niederländer? Was ist da los? Ja gut, was sie rauchen, das wissen wir ja. Ja. Aber danach kam gleich wieder ein Highlight, und zwar der luxemburgische Film Sculp. Mhm. Und da hat ein älter werdender Herr die Eingebung, ach du Scheiße, mir fallen die Haare aus. Mhm. Und langsam, aber sicher sind sie weg. Und ja, der Film heißt Sculp. Ihr werdet euch wahrscheinlich Dinger kennen, was der dann in dem Film macht. Maniac gefällt das. Grandios geschauspielert. Kriegst du den Schauspielernamen zusammen? Na, den habe ich jetzt leider nicht am Schirm. Fabrice Colombero, genau, hat den Vincent in Sculp gespielt. Der hat das ganz, ganz gut gemacht und Regie hat geführt der Majerus Federico. Und wenn ihr die Chance habt, irgendwo in Sculp reinlunzen zu dürfen, dann nutzt das bitte. Und die nächste Empfehlung, das ist eigentlich fast schon eine Pflichtempfehlung, weil das hat mir so viel Spaß gemacht, das war irre. Ein Film aus Estland. Und ich glaube, das war eins deiner ganz persönlichen Highlights. Ja. Chainsaws Were Singing. Und wer Musicals liebt, Horrorfilme und Actionkomödien, der hat da seinen Meister gefunden. Ja, und vielleicht ein bisschen so Spoof-Komödie, à la Nackte Kanone oder irgendwie so. Oder Monty Python ein bisschen. Der war schon eine krude Mischung.
aber durch das, dass die Schauspieler irgendwie alle so sympathisch waren und dann dieser geile estländische Dialekt dazu und dann mit die Untertitel, also es war wirklich ein Riesenspaß, auch diese Songs, also da kann ich da jetzt wieder sagen, wir haben wenigstens ein gutes Musical dieses Jahr gesehen und es war nicht Joker, Folie à Dieu. Und der hat wirklich Spaß gemacht. Also war wirklich so ein Ding, wo ich als Musical-Hasser sagen muss, die Lieder, die waren wirklich eingängig. Die Figuren waren schön, es war teilweise ziemlich gory. Der hat immer so einen lockeren Ton, der Film, bis dann aber mal irgendwann so, weil er hat ein paar so Passagen, die an der Texas Chainsaw Massacre erinnern, da wo ich sage, ja, der war jetzt richtig hart auch dann teilweise. Also er ist von der Tonalität her ein bisschen, ja, sehr schwankend. Aber wo es ihn auch total unterhaltsam macht. Ja, da war so eine Passage drin, dann so gegen Ende, so kurz vor Schluss, wo ich gesagt hätte, okay, da dauert jetzt der ganze Film nach dem ganzen 2 Stunden, vielleicht hätte er ein bisschen eine Kürzung nicht geschaut, dass man sagt, man halt vielleicht noch so eine Viertelstunde weniger, dann war der Film ein wenig straffer, aber im Großen und Ganzen habe ich eine super Zeit gehabt mit Chainsaw Were Singing. Ja, kann ich einfach nur unterschreiben. Also es geht um einen Kettensägenmörder, der die Kettensägen ordentlich zum Dampfen bringt und um eine junge Liebesgeschichte. Also schreibt euch den Namen auf, polzt es im Auge leid. Ich glaube, der hat hoffentlich einen Verleih und kommt dann auch bald schon, ja, weil das Ding muss man gesehen haben. Ja, das ist nämlich ganz was anderes. Und bei uns habt ihr es zuerst gehört, dass der cool ist. Ich sag's euch, sonst hat den noch überhaupt gar keiner am Schirm, glaube ich. Ja, außer die Leute von Fright Nights. Ja, die natürlich. Ja. Genau, ja. Natürlich. Und dann direkt danach eigentlich die nächste Highlight. Granate. Und da hat der Kani, wenn wir ihn reden lassen würden, sofort sagen, Alter, ja, das war mein Ding. Vampire Zombies from Space. Yeah. Aus Kanada. 90 Minuten purer Vampir-Zombie-Spaß, wie man den gerne hat. Die natürlich aus dem Weltraum kämmern. Und zu Zeiten des... Was ist das? Ich glaube, die 60er Jahre, sowas wird das spielen, oder 50er Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke jetzt einmal. Also, das ist ein Hommage an diese 50er Jahre Science-Fiction, Klopper und ein bisschen so, und 80er Jahre Zombie-Film, alles ein wenig so vermischt. Und ein mega sympathischer Film einfach. Also, man sieht bei ein paar Sachen gewollt, dass die Effekte sind, so wie so Fledermäuse, die durchs Beitel fliegen, dass die an Schnürl rumfliegen und so. Aber im Großen und Ganzen erzählt er schon eine straight Handlung. Die Leute verhalten sich manchmal ein bisschen sehr schrullig, wo es aber auch einfach so zu dem ganzen Ding dazugehört. Und wir haben coole Effekte dann auch, wenn es ans Eingemachte geht. Wir haben einen wahnsinnig auch brutalen und actiongeladenen Showdown und so. Also zu Recht der beste Film des Festivals. Ist dann also gewählt worden als Bestfilm vom Festival. Und man muss natürlich noch dazu sagen, muss man vergessen haben, bei Chainsaw Were Singing, der hat den Trash Award gewonnen. Genau. Und am Anfang hat es natürlich auch noch Laudatio gegeben, weil in andere Länder das Wort Trash eher negativ behaftet sein kann. Und dann ist noch quasi aufgeklärt worden, dass sie die Filmemacher, die jetzt nicht die goldene Himbeere oder die Arschbombe des Jahres gekriegt haben, sondern dass das schon eine Ehrerbietung an das Genre ist und genau, dass das alles seine Richtigkeit hat. Aber wieder zurück zu Vampire Zombies from Space. Genau. Ein sehr sympathisch gemachter Film. Schwarz-Weiß, sehr auf das Nötigste reduzierte Effekte und einen Bombenhumor, weil was ist natürlich durchdringender als ein Rocker, der eine Zigarette vor dir raucht, wie wenn er 4 Zigaretten gleichzeitig raucht. Das sind echte Männer. Alles andere sind Ersatzteile. Das. Genau. Dann haben wir danach, beziehungsweise ich habe den leider nicht gesehen, die Children of Golgotha gehabt von unserem Kumpel Günther Brandl. Genau. Brandl Pictures presented The Children of Golgotha. Und der geneigte Hörer von uns weiß ja auch, dass ein großer Schauspieler unserer Zeit namens Kane Kanfred auch in diesem Film umbringen lassen hat sich dürfen. Und ich finde die Beschreibung schon geil. Also es ist Horror, Trash und Nunsploitation. Mhm. Oder Nunsploitation. Ja, ist momentan auch wieder in Mode, wenn du da so Filme schaust wie Immaculate. Das geht auch in diese Richtung.
Und ja, also Brandls, da müsste man nicht mehr sagen. Das ist Filme machen mit Herzblut, ganz viel Charme. Also cool, viele nackte Damen, sehr freizügige nackte Damen, sehr, sehr freizügige nackte Damen. Ich glaube, dass das einer von den Filmen ist, der alle 3 Ts gekriegt hat. Ich habe jetzt nicht mehr ganz am Schirm, weil wir haben ihn im Kino jetzt da nicht gesehen. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber ja, das ist einer von die starken Brandls, die wo jetzt aktuell in letzter Zeit so rausgekommen sind, im Zuge auch von Unholy Ground und so, also kann man sich absolut anschauen. Die sind wirklich Independent Perlen. Ja, der Film hat nur ein Problem jetzt während dem Festival gehabt, und zwar ist gleichzeitig gelaufen mit Terrifier 1. Yeah. Es ist nämlich ja schon vorher angekündigt worden, dass als Abschluss des Festivals der Terrifier 3 gezeigt wird, und dadurch haben sie halt dann das natürlich auch sich das Hollywood Megaplex nicht nehmen lassen und haben dann gesagt, okay, wir bringen am Donnerstag Terrifier 1, am Freitag Terrifier 2, und es liefert dann leider gleichzeitig mit The Children of Golgotha. Und du und Seppi habt euch ja dann von Arzt dem Clown ordentlich die Eier rasieren lassen. Also der Seppi, der ist jetzt quasi unser Movie-Virgin gewesen in dem Fall. Grüße gehen raus, Seppi, schön war's mit dir. Und auf jeden Fall hat er gesagt, er freut sich jetzt so richtig, weil er eben Terrifier 3 eben ja avisiert ist für als großes Finale. Aber er hat die anderen noch nicht gesehen. Sag ich, gut, dann haben wir uns die alle nach der Reihe rein. Ich habe den ersten Teil zum Beispiel noch nicht im Kino gesehen gehabt, bis jetzt nur eben zu Hause. Und im Kino war das noch mal ganz was anderes. Also ich habe ihn jetzt da noch mal aufgewertet im Kino, weil das war wirklich ein richtig cooles Erlebnis. Für ein paar Leute im Kino war es nicht so ein cooles Erlebnis, weil nach dieser einschneidenden Sägenszene haben einige Personen aufgestanden, ich glaube so junge Mädels hinter mir, es waren 4 so Mädels, die haben alle gegangen, auf einen Schlag. Dann ist noch mal so eine Dame gegangen, ohne Handtasche, ohne alles. Dann haben wir gedacht, ja, muss sie sein. Dann ist aber nach einer halben Stunde erst wiedergekommen, rumpelt eine ins Kino, schnappt sie Handtaschen, in einer Hand Handtaschen, in der anderen Hand ihren Freund und zerrt den vom Kino aussehen. Und der allerweise mit ganz kleinen Schritten ist er ausgegangen und hat die ganze Zeit auf die Leinwand gestiert. Er wollte den Film so gern sehen. Er hat mir so leid da. Aber seine Puppe hat gesagt, nein, jetzt ist Schluss, wir schauen uns den Scheißdreck nicht fertig an. Ja, war cool. Also es war jetzt so ein Film, wo wirklich einmal so 6 Leute den Saal verlassen haben. Der Damien, wie heißt der? Leone? Ja, Leonie. Hast du wirklich so? Ja. Ich hab's jetzt richtig ausgesprochen. Ja, ich habe jetzt schon Leute gehört, die David Leone sagen oder Damien Leonie. Also Leone, Leonie. Ich kann wieder das jetzt sagen von meiner Seite her, was du magst. Okay, dann sage ich Damien Leone. Damien, okay. Wirst boxt. Jetzt denkt er sich wieder, mein Gott. Oh Gott, Corby, wieder Aufnahme versaut. Ja. Na, mach weiter, das ist alles gut. Ja, und dann haben wir nur feuchtfröhlich den Abend uns ausklingen lassen. Aber hallo. So, wer kriegt den Namen noch zusammen? Old Republic Irish. In einem Irish Pub, ganz einfach. Genau. Dem Irish Pub, das neben der Pulse City ist. Genau, und das hat einen Mordsvorteil, und zwar da rundum keine Häuser. Der hat quasi die Box oder Boxen auch draußen. Also wenn du beim Raucher stehst oder so, dann kannst du auch Musik genießen und dann rundum keine Leute, da kann sich keiner beschweren. Und ja, war eine urige Borzen. Hat natürlich auch Gösserradler im Angebot gehabt, also 1000 Coolness-Punkte. Es hat auch was zum Essen gegeben, und wenn es da was zum Essen gegeben hat, hast du gespannt, dass sich einer was bestellt hat, weil dann hat der ganze Raum so richtig gekäselt. Und das hat er dann mal so richtig Appetit gemacht. Und ja, da hat man schön absacken können, sich noch cool unterhalten mit die Leuten, die da waren. Genau, und war cool, war immer lustig, feuchtfröhlich, gute Gespräche, jawohl. Einen Spaß haben wir gehabt. Spaß. Vollgas. Ja, das war leider wieder der Moment, wo der Kani voll und ganz aufgeblüht ist. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss nur auf ihn aufpassen. Also sind wir relativ spät erst nach Hause gekommen. Und dafür habe ich in der Früh mit dir frühstücken dürfen. Das hat wieder alles gut gemacht. Ja, und diese Dame da, die hätte uns bald umbringen. Ich glaube, die wollte uns umbringen mit ihren Käse-Sandwiches. Der Corby isst ja kein Fleisch nicht. Und dann hat es geheißen, da gibt es ja so einen,
wie ist ein Multimaster, Sandwichmaker. Sandwichmaker, so zum Zusammendrucker. Und dann waren die schon vorbereitet mit Schinken und Käse. Und da habe ich gesagt, ja, ob es vielleicht dann hat mit Käse. Ja, ich bin auch nicht so der Schinkenfan, sage ja für mich auch gleich mit. Und dann hat gesagt, Burm, ich habe euch 5 Scheiben Käse da, gell, das ist so richtig gut ist. Und ich, oh Gott, deswegen war der Käse überall. Der ist überall rausgelaufen. Unfassbar. Dann hat es noch Ketchup hingestellt. Ja. Dann haben Sie hat gesagt, wir schmeckt beide zwar nicht ganz gut, geschaut. aber Ballheit Mengs, hat sie gesagt. Und saugeil, wenn Geile du in Österreich Einstellung. frühstückst, da gibt's schon knusprig gebratene Berner Würstel. Ja. Bumm. Dann hab ich gedacht, geil, Österreich, I love you. Ja. Es ging auf jeden Fall dann weiter, wieder mit Kurzfilmen. Ja. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, weil sie haben ja dann ein paar Kurzfilme, glaube ich, da nicht richtig angeordnet. Da hat sich in dem was verändert Programmheft. gehabt, ja. La Venza, an das kann ich mich auf jeden Fall erinnern, das haben wir gesehen. Da ging es Genau. dann auch ähnlich wie bei Vampires, Zombies from Space in einem Schwarz-Weiß-Setting um eine Dame, die ihren Ehemann belauscht und dann hört, dass er praktisch ganz begeistert wäre, wenn sie anders ausschauen hat. Und zwar mit einer anderen Nasen und Mund und was weiß ich. Ja, kann ich gleich. Lasst mir einer. Servus, grüßt euch. Habt's noch Bloß. Sitzt die Zura. Sitze mit Zürich. Merci, merci, schön. Wie hast jetzt du die Knebel lösen können? Ja, ich bin Candini. Der große Candini. Mhm. Du hast jetzt leider schon verpasst, dass wir darüber geredet haben, dass du ja in einem von diesen Filmen schon dabei warst, und zwar in The Children of Golgotha. Ich bin der Träger dieses Films gewesen. Ich finde es toll, wenn er immer nickt und das hört einfach keiner im Podcast. Ich hab ja Gott sei Dank auch noch gleichzeitig geantwortet. Ja, wir haben auf jeden Fall auch schon erzählt, dass du hübsch saufen warst und jetzt sind wir am Freitag angekommen und reden gerade schon über den ersten Kurzfilm. Üble Nachrede schon wieder. La Venza. Hat mir schon auch Spaß gemacht. Hat schön ausgeschaut. Mit dieser schwarz-weiß 4:3 Format. Eine kleine Hommage an Frankenstein mit drin und so. Und ein bisschen lustig war er teilweise auch und war unterhaltsam. Für 10 Minuten war der locker flockig. Das hat einmal frei passt. Ja, genau. Dann haben wir doch diesen einen spanischen Kurzfilm gesehen mit den 2 Damen. Das kriege ich auch zusammen, weil die haben nämlich auch einen Preis gewonnen. Und zwar die Hauptdarstellerinnen Ana Luisa Rios und Bianca Teresa in dem Kurzfilm Caustic, wo wir zuschauen durften, wie Mutter und Tochter mit Männern umgehen. Mhm. Nicht schön. Na, nicht schön. Na, Nicht schön. war für meine Verhältnisse ein wenig zu lang für das, was er sagen möchte. So, schauspielerische Leistung und so, alles cool. Aber so vom ganzen Ding her war jetzt das auch nicht einer von meinen Favoriten. Aber hat man mal schauen können. Mir war ein wenig zu lang. Ich bin eher da gesessen und hab mir gedacht, was will er mir denn sagen? Ja. Das war so einer von den Filmen, wo es dann Beipackzettel noch brei hast am Schluss. Ja, genau. Sie wollen die Auflösung wissen? Hier bitte lesen. Ja. Ah. Oder dumm sterben. Bumm. Diese. Dann haben wir Heritage gesehen, das Boah. Erbe von Julian Wolf und Julian Heinke. Ein eigentlich echt verdammt geil gemachter Der war österreichischer super. Thriller. Und ja, also bombastische Bilder, wirklich. Und sehr gut geschauspielert. Mhm. Ich habe eigentlich gedacht, der Horror in dem Film ist schon die Tatsache, dass er mit seiner Freundin, mit deren Eltern essen muss. Komm jetzt sei mehr von daheim. Du, alle sind geschieden, alle. Das heißt, in die Situation bin ich nie gekommen. Okay. Aber sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Dieses Kennenlernen-Essen da, das war nicht schön zum Schauen. Und auf das dann gipfelt quasi, dieses Reveal am Ende, auch sehr bitter. Und dann die Auflösung dazu ebenso. Also ein schöner Film mit Hirn und gute Schauspieler, absolut ausschauen. Heritage, das Erbe. Dann ging es romantisch weiter. Da habe ich eigentlich durchgehend irgendwie statt der Stimme von ihr die Stimme von Khan in meinem Kopf gehabt. Oh. Forever Yours. Und da habe ich mir die ganze Zeit am Anfang gedacht, wo soll denn das spielen? Und als dann aufgelöst wurde, okay, das spielt in Berlin, weil ihr müsst euch das so vorstellen, man sieht eine Frau neben einem
Mann im Krankenhaus, er liegt im Koma und sie erzählt dann da so eine Geschichte auf Englisch die ganze Zeit. Aber du denkst da schon am Anfang, ja, aber das schaut doch so aus, als wenn das in Deutschland war. Warum redet die kein Deutsch? Und dann irgendwann merkt man, das ist in Berlin. Oh, wir fahren nach Kreuzberg, Berlin. deswegen redet ich kein Deutsch jetzt. Ja, oh Mann. Fand ich auf jeden Fall echt cool. Also bei dem hätte ich mir auch gewünscht, dass der einen Preis kriegt. Aber ich kenne ja da keinen von der Jury, also hätte ich niemanden bestechen können. Ich hätte es versucht, ich kenne ein paar, aber die sind leider unbestechlich gewesen. Und die Schauspielerin war super. Die war wirklich ganz, ganz toll. Die Story ist also das ist so geil umgesetzt gewesen. Ich bin echt die ganze Tag gesessen und habe mir gedacht, Alter, wo kommt jetzt aber von diesen ganzen Blutspritzerei, Horror-Gedöns auf einmal eine Liebesgeschichte her und dann noch so eine krass traurige. Ich bin schon ein bisschen so da gesessen und habe gedacht, Alter, Gott sei Dank bin ich scheiß männlich, weil sonst hätte ich jetzt gewarnt. Ja, und dann kommt irgendwann die Auflösung und immer so, wow, geiler Twist. Also richtig, richtig schön an der Nase rumgeführt hier. Ja. Also am Ende hat man dann auch gemerkt, okay, es ist doch kein Liebesfilm, sondern es geht auf jeden Fall in die Richtung Horror. Es geht aber auch um Liebe. Es geht auch um Liebe. Krankhafte, Den Horror, einseitige den eine Liebe auslösen kann, oder? Ja, auf einer Seite schon. Das ist eine richtig gute Überleitung. Zu Ambrosia. Ja, aber eins von meinen absoluten Highlights. Den habe ich geliebt, Ambrosia. Der war richtig geil. Mhm. Ein Film aus Deutschland vom Robert Franz, 18 Minuten, auch Horror. Und da sieht man, wie ein Vater einen Albtraum hat und sich vorstellt, wie seine schwangere Frau explodiert. Na. Also sie hat auf jeden Fall keine leichte Geburt. Und dann, als er aufwacht, merkt man, die ist ja wirklich schwanger. Hui, Teufel. Und sie will aber ums Verrecken nicht, dass sie ins Krankenhaus fahren oder den Krankenwagen rufen, sondern natürlich ihre Freundinnen müssen kommen. Ihr Hebamme. Ja, Hebamme. Ja, und die helfen dann schon. Die helfen ja in Schöne. Genau. Mike und ich, gut, dass ich nur einer gerutscht bin. Voll gut. Das ist richtig Aber ich gut. muss echt sagen, gibt's bitte am Robert Franz Geld, also ich rede jetzt mit den Filmfirmen, mit der Förderung in Deutschland, gibt's ja bitte ein Geld, der Typ, der kann was. Der Film dieser Kurzfilm schaut so wertig aus, so toll, die Schauspieler sind super, dieses Okkulte, das da mit einfließt, fand ich auch mega effektiv, effekttechnisch auch ganz stark, das was der Kobi schon gesagt hat, gleich am Anfang oder dann gleich ganz am Schluss, voll toll, super inszeniert, Robert Franz, auch die Schauspieler super, wow, volle Empfehlung, Ambrosia, anschauen. Unterschreibe ich so. Ja, Danke. Da kann man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Als wenn er in der Jury sitzen hat. Echt, das Fast. ist Wahnsinn, als hätte ich die Filme jetzt 2-3 Mal gesehen. So, jetzt folgt ein Film. Apropos, Da hab ich- ja. Kade, verzeih mir, um was geht's Ja. denn in Black Hole Berry? Black Hole Berry. In Black Hole Berry geht es um ein Pärchen und einer von den beiden Herren nimmt nicht so genau mit der Treue und organisiert sich in einer durch ein paar Mäuslichkeiten, ein paar Mäusereien, während sein Partner unterwegs ist. Und geht halt auch nicht ans Telefon und ist halt da, also so richtig, so wie man es halt tut, weißt du schon, wenn die Richtiger alt ist. Wichser. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Also so wie man es halt nicht tut, laut Mike. Wenn die Alt fort ist oder der Alt, dass man dann etwa die ganze Bude da besamt. Oder halt die Black Holes. Auf alle Fälle hat halt der die Rechnung ohne den Wirt, beziehungsweise ohne seinen Partner gemacht. Der hat nämlich gesagt, ich bin ja nicht von gestern, ich weiß genau, was du da treibst. Und hat einen Dämon organisiert, der seinen fremdgehenden Partner dann mal knattern lässt. Der Dämon saugt halt dann Leute, die in seinen After eine pimpern, in seinen After eine. Boah, jetzt hast du sogar die Auflösung gespoilert. Wolle. Du bist ja Kein krass. Mensch wird sich jemals, der nicht auf ein Filmfestival geht, wird jemals diese Kurzfilme sehen. Sagen wir uns doch mal ehrlich. Also jetzt habe ich schon mal eine Frage in Richtung der Jury. Jury. Was war denn mit dem Film? Also ich verstehe ja, dass man den einmal nominiert oder dass man dem vielleicht einmal übers Gewinner lässt, aber der war ja in fast jeder Kategorie drin. Gerade, dass eine beste Schauspielerin auch nur irgendwie Obwohl keine mit Frau rein dabei ist. interpretiert wurde. Ja, genau. Ja, weil er halt einfach geil war. Das war einfach toll. Es war zwar die Ja, schon, Konkurrenz aber groß. ihr lasst es dann immer nur nominieren, aber nie gibt es immer einen Preis. Ja, es hat keiner gesagt, dass das Leben schön einfach ist. Ist ja so, Corby. Vor allem, wenn du Das irgendwo ist in einem schwierig. Arschloch drin hängst.
Und vor allem, ich muss auch dazu sagen, das Festival ist nicht Fright Nights und das ist nicht das Festival der Filme, die Mike geil findet. Also man muss sich halt auch mit den Jurymitgliedern ein bisschen abschmatzen und so. Ja, lauter Ahnungslose. Jetzt hör mir auf, hast du gesehen? Wie heißen sie überhaupt? Kein Mensch kennt's. Ich hab's schon vorgestellt. Achso, ja gut, da war ich nicht dabei, also kann ich nicht kennen, tut mir leid. Ich meine, jetzt hast du einfach der Dr. Horror, der hat dich geliebt, der hat immer nur Schwanz zu dir gesagt. Warum sagt ein Schwanz zu mir? Weil du immer Schwanz zu ihm gesagt hast, bis du besoffen warst. Ich war nie besoffen. Ach so. Üble Nachrede. Wir waren da journalistisch unterwegs auf dem Filmfestival und nicht bierjournalistisch. Ja. Mhm. Wird spannend, wenn wir über den letzten Tag reden. Da darfst du über die Kurzfilme reden. Ich rede über meine Ramen-Nudelsuppe, die ich gerade habe. Ja, toll. Welcome to Kitty Town und In the Name of God. Da würde uns jetzt der Mike verzeihen, um was es in diesen beiden Feature-Filmen denn so ging. Weil wir mir nicht verstanden haben. Zuallererst ist eben, wie gesagt, Kitty Town gelaufen. Da geht es quasi in einer, ja, das ist ein wenig so eine dystopische, also apokalypsisch. So eine Geschichte in der Apokalypse spielt und ist unterlegt mit ein bisschen so komödiantische Geschichten und eben einen Zufluchtsort, der sich Kitty Town nennt und in der sich unsere ganzen Protagonisten eben versammeln. Und ja, und da gibt's ja dann eben da diese üblichen Keilereien und Scherereien, die man so hat bei so Endzeitgeschichten. Ja, war jetzt nicht ganz meins. Ist vom Tempo her sehr gemächlich. Der ist eher so wie The Battery. Der hat einen deutschen Titel, Mike and versus the Dead. Das ist so extrem stark dialoglastig. Und ja, war jetzt nicht ganz meins. Der hat so meine Kollegen teilweise recht gut gefallen, aber mein Fall war es leider nicht. Ben and Mikey versus the Dead hat der geheißen von 2012. Und ja, das war ein Fall. Sehr, naja, dialoglastig. Okay, der nächste Film war eben gewesen In the Name of God. Und da geht es quasi drum um einen Priester, der Theodor. Da war die von dem erkrankte Frau stark an einer Krankheit, also erkrankt an einer Krankheit, sehr schlau. Und dann ist quasi so, dass verstehe ich nicht. Und dann kommt ein befreundeter Priester vor dem Theodor und der sagt ihm dann, okay, wenn du böse Leute umbringst und desto mehr Leute du umbringst, desto besser wird's deiner Frau gehen. Er ist quasi so der Punisher von Gott befohlen. Und da geht's halt dann so dahin. Es war ein sehr bitteres Ding, also sehr humorlos, sehr düster. Ja, cooler Film, aber man muss in der Stimmung sein. Das ist ein richtiger Stimmungsverderber. Humorlos, düster, man muss in der Stimmung sein. Das klingt nach unserem Podcast. Seitdem der Kani wieder da ist, nicht. Warum? Ja, und danach ging es natürlich heiß her, weil wir hatten hohen Besuch und einen Haufen Darsteller. Leute, die da mitproduziert haben. Dann wieder ein Film, wo unser Kanik Hanfred eigentlich mit hätte drin vorkommen sollen. Ja. Aber der Skandal war uns dann auch erst nach dieser Premiere dann klar, weil wir haben schon oft in diesem Podcast drüber geredet und jetzt war es endlich soweit. Der Kreis hat sich geschlossen. Wir durften Livizia sehen. Im Beisein des Regisseurs Olaf Ittenbach. The Bavarian Godfather of Gore. Der Ittenbecker Owl. Aber über den Film würde ich sagen, da schwafelt man jetzt gar nicht so viel, weil da nehmen wir eine extra Folge auf. Hä? Unbedingt. Also das Einzige, was wir lobend hervorheben, ist, der Mike hat danach die Ehre gehabt, ein Q&A mit dem Olaf Ittenbach zu führen. Mike mit dieses Mal keinem feierroten Bums wie im ersten Hardline-Opening. Mike ist jetzt schon richtige Rampensau, steht da vorne und rockt die Scheiße einfach runter. Ihr müsst euch das vorstellen, er ist runtergegangen und hat erst gesagt, seid ihr alle gut drauf? Und dann ist erst mir alles eskaliert. Wahnsinn. Moshpit. Die Haus sind geflogen, Hosal. Ja, Wahnsinn. Leute auch noch und Kinder. Brutal. Also jetzt, was er gesagt hat, zum Mitmachen, sehr. wer bist du überhaupt? Was möchtest du? Ja, ist meine Show. Genau, wie schreibst denn du, wie es den Hofnamen? Danke sehr, freut mich, dass der gefallen hat. Schön. Na, aber du hast es sehr, sehr professionell gemacht. Was war so das Highlight von diesem Treffen mit dem Herrn Ittenbach? Ja, das ist halt immer so eine Geschichte, wenn man dann Leute trifft, die man eben schon
oder von denen man die Filme eben schon seit ewiger Zeit sagt und von denen man als Mensch irgendwie so ein Battle im Kopf hat. Und dann hat man irgendwie Angst, wenn man die dann live sagt, dass totale Arschlöcher sind. Und das war jetzt beim Olaf nicht. Ich habe zwar einen Olaf schon mit getroffen, bei der Premiere von Dirty Wars auf dem Weekend of 4 in Nürnberg. Aber wie gesagt, das war nur einmal kurz Autogramm und Servus und Pfiat. Und da haben wir uns jetzt wirklich mal ein bisschen unterhalten können und so. Vor allem, er raucht sehr gern, der Herr Ittenbach. Und da haben wir natürlich einmal im Kammerl gestanden und haben ein bisschen geraucht und haben uns ein bisschen unterhalten. Und da ist dann auch diese Anspannung auch ein bisschen abgefallen, weil man dann gewusst hat, wie der so drauf ist und dass der eigentlich, ja, er ist einer von uns. Der ein cooler Herrin und Horrorfilme dran und so, was soll an dem Kerl verkehrt sein. Muss man mir auch nicht noch klären. Genau. Ja. Und das hat dann schon, das hat dann Laune gemacht, weil er auch bei den Fragen cool drauf war und so und ist damit eingestiegen und war überhaupt nicht irgendwie Star-Allüren gehabt oder so. Ja, und ich glaube, er kann ja recht froh sein über diese Premiere, weil das ganze Kino war voll. Ziemlich, Und ich glaube, er hat schon rausgehört, dass da einige Leute verdammt abgegangen sind. Voll. Einige haben viel Spaß gehabt, ja. Ob wir dazugehören, machen wir in der Sonderfolge, oder? Wenn wir aber natürlich über Livizia reden, dann dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, wer denn eigentlich alles auch wegen uns dort war, weil der Christoph war da, der hat uns 2 Tage lang die Hände gehalten und gesagt, Jungs, ihr schafft's das, los, macht's weiter, seid's mal lustig. Dann ist er abgelöst worden von der Franzi, die eben auch bei Livizia eigentlich gar nicht so unwichtige Parts damit gemacht hat. Ja. Also die hat sogar Social Media Management hat's gemacht, oder? Nein. Ach so. Ich glaube, sie hat das Make-up gemacht, dann war es einer von den Engeln und dann hat sie nur Mo gespielt. Ja. Charlie Chaplin, warum auch immer. Also warum Franzi nicht den Preis gewonnen hat für beste Darstellerin, ist eigentlich ein Skandal. Das stimmt, weil der nicht zum Wählen war. Das war einer von den Filmen, die nicht zur Auswahl gestanden sind. Ja. Aber dann hätte Faye hätte schon mal was Positives sagen können über die Leistung von der Franzi. Darf ich auch sagen. Die hat es einfach eiskalt ignoriert. Das ist der typische Slasher-Killer-Effekt. Das sind aber die Schauspieler mit der Maske auf, die kriegen den wenigsten Ruhm. Das stimmt. Und dann sind wir natürlich überrascht worden von 2 österreichischen Viva la Movie-Illusion-Fans. Mhm. Und Gott sei Dank hast du jetzt nicht Movie-Illusionisten gesagt, weil wenn du das nochmal sagst, dann hau ich da eine Rippentlung. Wann habe ich denn das gesagt? Oh, zu oft. Wann denn? Aber jetzt Ich müssen hoffe, wir jetzt aber die Namen aufgeschrieben. noch sagen. Die Namen von denen 2, die wisst ihr aber, oder? Habe Ich ich nicht. noch nie gehört, die 2. Der eine, glaube ich, hat Manfred geheißen. Und dann der Schoß. Manfred. Schoß und der Manfred. Mampfred, bitte, gell? Manfred und Mam Huber. Es ist leider so, dass mein Leider- Namensgedächtnis dermaßen für den Eimer ist. Das war ein Namensvetter von mir. Es war einmal ein Danny Boy und der Raffi Boy. Ah. Grüße gehen raus an der Stelle. Schön, dass Und du gekommen seid. ich weiß leider vom Refman, weil sie leider den Namen seiner angeschmachteten Perle nicht mehr, die er dabei gehabt hat. Aber ich stehe nicht so auf Frauen, darum merke ich mir die Namen da nicht. Oh Gott. Auf jeden Fall, was richtig geil war, sie haben halt ein Viva la Movie Illusion T-Shirts auch gehabt. Und dann stehen wir T-Shirts mit Ü, T-Shirts. dann stehen wir nach der Premiere von Livizia im Irish und dann kommt Chiara und der Flo. Hey, sagt's mal, wer ist denn das da draußen mit die Viva la Movie Illusion T-Shirts? Seid das Fans von euch? Ich sage, ja, schon. Na, jetzt ohne Scheiß, wer ist denn das? Ich sage, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das sind Fans von uns. Na, ihr habt doch keine Fans. Ja, Saftladen hat Fans. Er hat gesagt, ja, schau dir doch mal die 2 an. Sowas kann nicht unser Fan sein. Aber dass wir die richtig geilen Amseln geben, da haben wir natürlich nichts, haben wir natürlich gar nicht. Außer Franzi. Oh Mann. Franzi, Herz, ich mache gerade ein Herz in die Kamera für die. Das stimmt. Ja. Schaut aus wie Kartoffel. We potato each other. Ja, genau. Haters gonna hate, potatoes gonna potato. Ja, und während wir natürlich unsere Fans im Irish-Spiel bespaßt haben, Klo. hat sie der Seppi auf jeden Fall schon mal vorbereitend für Terrifier 3. Terrifier 2 noch Reizung. Seppi war in Terrifier 2. Ja. Und? Das war super. Der hat so gut gemacht, der ist da reingegangen. Hingesessen hat er sich im Film angeschaut, ganz allein. Mutig, as fuck. Das Maul gehalten, schön Ja, war's. Braveheart war neidisch worden. Es haben sie unglaublich viele Leute drin aufgeführt, dass der Veranstalter eine hat müssen und ein bisschen für Ruhe sorgen.
weil so viel geratscht und gesponnen worden ist und das Kino muss ausgeschaut haben wie scheiße am Schluss. Also diese Kino-G-Moral, über die müsste man dann gesondert nochmal schmerzen, weil das ist wirklich unter aller Sau, wie sie die Leute teilweise im Kino aufführen. Wenn sie direkt in einem Filmfestival bist, wo du nur unter Gleichgesinnte drin sitzt und eben diese Terrifier-Filme sind ja unter diesem Megaplex-Logo gelaufen und da war halt das Fußvolk und der Pöbel auch drin und die müssten sie halt dann dementsprechend aufgeführt haben. Also unter aller Sau. Seppi hat auf alle Fälle Terrifier zwar besser gefallen wie der erste und auch besser wie der dritte. Achtung, Spoiler. Und der ist dann sofort nach dem Film heimgegangen. So eine Pussy. Ja, er hat gesagt, er muss einen Hund noch vorher nehmen, muss heim. Ja, den hat er nämlich über das ganze Festival im Hotelzimmer eingesperrt. Echt? Der Seppi hat gesagt, Terrifier 2 war besser wie der 3er. Ja, der 2 hat er besser gefallen. Das hast du doch eingeritten. Nein, es stimmt zwar, dass mir der 2. glaube ich auch besser gefallen hat, aber ja, das hat der Seppi auch gesagt, ja, weil der Seppi gesprochen hat. Einer von den Guten. Neben mir, also jetzt spoilern wir komplett, ist Franzi gesessen und hat eigentlich einen Orgasmus gehabt. So geil fand sie Terrifier 3. Und deswegen, also ich fand den 3er auch um einiges. Ja. Also da reden wir dann, wenn es soweit ist. Ich sage jetzt gar nichts dazu, ich habe so für die Folge auf, ja. Ja, gut. Auf jeden Fall. Samstag war dann irgendwann. Und wir sind dann natürlich wieder frohen Mutes aufgestanden, waren Frühstück. Da war dann sogar dann nicht nur Franzi dabei, sondern auch der Seppi. Wir waren zu viert. Also der Mike und ich haben selten solche Erlebnisse während Festivals, aber es war tatsächlich so. Es war so, als wenn die ganze Bude voll gewesen wäre. Das ist der Olaf Ittenbach auch noch hergekommen. Hat gefragt, wo ist denn der andere hässliche Typ? Das wisst man nicht. Das weiß niemand. Das weiß er gerade selber nicht, wo er aufwacht. Dazu will ich mich nicht äußern. Das ist schon wieder Bodyshaming. Ich erinnere mich nicht. Nein, nicht um einen Verbleib, sondern über diesen Kommentar, der hässliche Typ. Das ist, weiß nicht, warum ich mir aufs Äußere gehen muss. Ich kann ja nichts dafür, wie er ausschaut. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er wirklich hässlich gesagt hat. Ich glaube nicht. Oder streng riechend. Ich glaube wahrscheinlich beides. Das ist ja der Grund, warum er mich ausgeschnitten hat. Wahrscheinlich. Was macht denn der in meinem Film? Hat sich voll komisch in meinem Beitel gesehen und hat sofort ausgeschnitten. Genau, er hat eigentlich alles reingeschnitten, außer eine einzige Szene. Ja, das ist ja die Krux an der Sache. Er hat wirklich sämtliches Filmmaterial, was für Leviza existiert, scheinbar in diesem Film drin lassen, nur meine 3 Sekunden nicht. Tja, wir werden es wahrscheinlich auch nie sehen. Auf jeden Fall ging es dann fröhlich am Nachmittag weiter mit einem riesigen Kurzfilm-Nachmittag. Es waren nämlich 2 Kurzfilmblöcke hintereinander. Und der Mike, jetzt wollte ich schon gar nicht aufrufen. Und der Mike kann uns jetzt mal erzählen, mit was das angefangen hat. Mit 4 Square Meters ist losgegangen. Das war extrem kurz, knackig, vor 2 Minuten Laufzeit. Und da geht es quasi darum, um eine Dame, die unbedingt schwanger werden möchte. Und ihre Erlebnisse während eines Schwangerschaftstests oder während sie darauf wartet, dass der Schwangerschaftstest der Ergebnis zeigt, das sehen wir mir da. Und das ist eine lustige Geschichte. Am Anfang sehr emotional, driftet aber dann in totalen Blödsinn ab. Habe ich super gefunden. Sehr schnell Blödsinn. Ja. Dann war der Red King dran. Und da darf uns jetzt der Kani sagen, was in dem Red King gegangen ist. Ja, was soll ich sagen? Haben wir doch vorher jetzt schon 28 Mal gesagt, dass ich Kurzfilmblöcke versammelt habe. Der Mike ist so geschert. Super. Finde ich ganz toll. Ja. So. Ach so, das habe ich gar nicht gemerkt, dass du nicht da warst. So war das. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich meine, wie unscheinbar, dass ich immer bin, wie unscheinbar. Ich meine, warte mal, beim Red King einmal beim Raucher gewinnen oder so, aber da war ja allein. Okay. Da warst du allein, ja. Red King, habe ich gesehen. Ein kleiner Junge ist verliebt in seine Ratte, in eine tote Ratte. Und auf einmal fängt irgendwie das Dorf, in dem der lebt, ein Spinner an und verehrt ihn als König. Und es gibt halt dann eine Szene, wo sie ihn so sehr lieben, dass jeder was von ihm haben will. Voila. Das kenne ich. Bumm. Ja. Danach ging es weiter mit Railroad oder den Originaltitel Fin de Tramo. Und der war richtig geil. 16 Minuten verfolgt man ein Pärchen, das im Stau festsitzt, die einen vermeintlichen Mord gesehen haben in einem Van und herausfinden wollen, was es damit auf sich hat. Das Fiese an dem Film
ist, und ja, ich spoiler jetzt, die fehlende Auflösung. Das hat sich in diesem Kurzfilmblock leider etwas gezogen, weil wir haben ja dann später unter anderem auch in dem Kurzfilm Iris eine ähnliche Auflösung gehabt, und zwar keine. Und sowas hasse ich wie die Pest. Leute, ihr könnt nur so tolle Kurzfilme machen, aber wenn ihr dann am Ende nicht weiß, was dabei rauskommt, und es ist so fies, weil nichts anderes macht dieser Film. Der baut praktisch diese Spannung in das Unendliche auf, und du willst wissen, war es jetzt? Was passiert jetzt? Leid, schafft es? Na, darf ich nicht wissen. Ja, Dinge mir selber noch. Ich kann das Danke. sagen. Ich glaube, ich kann das sagen. Ja? Wenn du ein wenig überlegst, die sind zu zweit und er ist allein, also sie schaffen das. Bitte, er ist voll das fette Wammerl. Ja, und aber sie sind zu zweit. Während er am festhält, hat er sie die ganze Zeit in die Eier oder sowas, also der hat keinen Scheiß. Ich glaube nicht, dass sie in so einer Paniksituation auf diese Ideen kommt. Frauen gehen nur auf die Eier, wenn die Paniksituationen, also... Ich gehe sogar ohne Panik auf Eier, also bitte. Ja, aber du liebkost sie ja. Du kraust ja dann einfach los. Kommt immer, Black Sockberry. Black Sockberry, ja. Teebeutel kann ich, sagen sie zu mir. Also auf jeden Fall, da will ich das gleiche sagen wie der Mike vorhin. Gibt es diesen Roberto Montalbo, sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, Roberto, bitte mehr Geld, dass er aus Finde Tramo einen Langfilm macht. Aber dann bitte mit Auflösung. Ja. Und wie lange hatten überhaupt die Staus da in Spanien? Was ist denn los? Ja, dann gab es einen brasilianischen Kurzfilm Open Season vom Joao Italo, und ich habe den leider verpasst. Also wäre ich dankbar, wenn jemand anderes über den redet. Ich war nicht dabei. Das bei dem Film ist so eine Geschichte, der spielt in die 60er Jahre. Und da gibt es in einem kleinen Dörfchen verschiedene Todesfälle und Bewohner verschwinden. Also ich lese jetzt oder ich interpretiere jetzt das gerade aus dem Programmheft raus, weil im Film ist eigentlich ganz was anderes. Oder es ist ja so, im Endeffekt, dass die Familie beim Essen sitzt und hört Radio, und dann gibt es irgendeine Radiodurchsage, da wo ich glaube ich nicht ganz durchgestiegen bin, warum. Da gibt es ein bestimmtes Datum und auf das läuft es raus, und die Familie sitzt da beim Essen, und dann müssen sie das Essen unterbrechen, weil draußen sind ganz wilde Geräusche, und während sie sich aufmunitionieren und vor der Tür sitzen, ist dann die Episode gar. Also es hat wahrscheinlich irgendwas mit Brasilien und irgendeine Metapher, was zum Tor, was da zu dieser Zeit war, das ich nicht weiß, weil ich nicht über das Geschehen in den 60er Jahren in Brasilien nicht firm bin. Hat mir jetzt im Großen und Ganzen auch nicht so taugt. War jetzt nicht so eins von den großen Highlights. Ich kann auch verraten, warum ich den nicht gesehen habe, weil der Anfang so langweilig war, dass ich eingeschlafen bin. Okay. Also es weiß ich nicht, tut mir leid. Dann haben wir aber ein richtig cooles Teil gehabt. Genau, ich hab's vorhin ja schon gesagt, dann kam Iris, eigentlich auch verdammt cool von der Prämisse her. Eine junge Dame fährt mit ihrem Freund an einen See, glaube ich, auf jeden Fall abseits jeglicher Zivilisation, schickt ihren Freund weg. Sie ist stumm, beziehungsweise, sie ist taub. Stumm. Ja. Taubstumm. Taubstumm. Sie ist taubstumm. Also sie sagt auf jeden Fall nichts und hört anscheinend auch nichts. Was zur Hölle? Aber sing du jetzt was, Corby, oder? Sing du jetzt schon was. Der Regisseur Michael J. Keplinger möchte uns hier nämlich dann zeigen, wie das ist, wenn eine Frau dann merkt, oh, sie ist anscheinend beobachtet und jemand ist ihr auf der Spur, und sie sich dann in diesem Van einschließt und was da alles nur so passieren kann. Und wie schon vorhin erwähnt, bitte entweder Ende machen oder woanders sagen. Mike, kannst das du erklären? Weil Da bin ich wirklich überfragt, weil ich glaube, dass ein Werwolf draußen ist vor der Tür. Aber danach haben wir das absolute Highlight kurzfilmtechnisch von diesem Tag gesehen. Auch wenn die Jury anders entschieden hat. Und zwar Drut. Und zwar geht es da um die Freunde Jojo und Noah, die nach einem tragischen Unfall nicht mehr zu zweit sind und dann eine mysteriöse Kreatur denjenigen, der übrig bleibt, heimsucht, und zwar die Drut. Und wie ich dann erst danach erfahren habe, ist es anscheinend eine niederbayerische Mythologie. Und der Regisseur Florian Ecker aus dem Raum Deckendorf hat den Film gemeinsam mit seiner Frau inszeniert.
und richtig geil. Also ich habe mindestens einen Gänsehautmoment gehabt, wo ich selbst überrascht war, dass ich jetzt gerade so dermaßen Gänsehaut bekomme am ganzen Körper. Aber es hat einfach bombastisch gepasst und Leute, der ist ja komplett auf YouTube. Zieht's euch den rein. Ich kann den wirklich nur empfehlen. Und wer den nicht gesehen hat, der hat was verpasst. Absolut. Hab ich alles gesagt. Einmal Ist es der mit die Sucking Leech Poster? Genau. Sucking Leech. Genau, und dieser Florian Ecker ist ja der Bruder vom Stefan Ecker und der Stefan Ecker ist der Sänger von Sucking Leech und daher kommt diese Connections. Bumm. Bam, Alter. Genau. Das sind die fetten Underground-Infos, die wir da wieder rausballern. Vollgas. Also wirklich, wie der Corby sagt, unbedingt anschauen, das ist großes Kino. Schauspielerisch als auch inszenatorisch extrem mitreißend, emotional und auch gruselig. Und ich will mich kurz noch verbessern, weil wahrscheinlich die anderen Jurymitglieder gerade da sitzen und erbrust die Faust gen Himmel strecken. Der hat schon einen Preis gewonnen. Und zwar den Jury Award. Also die Jury hat dann da außerhalb von allen Kategorien gesagt, wisst ihr was, dem Ding geben wir aber jetzt doch noch einen Award. Und das war richtig schön. Habt ihr gut gemacht. Danke sehr. War sehr Super. special. Vor allem ich hab dieses auch noch die Laudatio halten dürfen, dann quasi am Abschlussabend quasi für einen Landsmann. Das hat natürlich super passt. So, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, oder? Ja, gib mir Gas. Dann haben wir den Film sehen dürfen, Aua, oder auch Autsch, von Daniel Morawitz. Und ich glaube, dieser Mensch hat eine spannende Karriere vor sich, weil der Film war nicht nur Horror, sondern vor allem Horror-Comedy. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt auf diese 7 Minuten 30 und hätte mir auch gewünscht, er hätte mich noch länger unterhalten. Aber ja, der Mr. Klimunov wacht im Krankenhaus auf. Niemand kann ihm so richtig erklären, was ihm jetzt eigentlich fehlt und ob sie jetzt da wirklich oder groß drum kümmern möchte um ihn. Und dann wird er gleich mal in den OP-Saal geschoben. Und da passieren auch ein paar Sachen, wo er sich denkt, Alter, Moment aber, das will ich doch gar nicht. Und da wird sehr oft auf Türkisch auch geflucht. Und auf Österreichisch. Und auf Österreichisch, natürlich. Ja, das wird so eine Twilight Zone-Folge. Also, das ist eins von meinen Highlights gewesen. Der war ganz stark. Dann durften wir wieder also weg von Österreich hin zu Spanien einen Ausflug machen, den Kurzfilm Hado vom Ruby Rock. Und sowas Ähnliches haben wir schon mal im Hardline gesehen, wobei das im Hardline ein bisschen runder war. Und zwar, meiner Meinung nach, haben wir da so eine kleine Zeitschleifen-Thematik drin gehabt. Ein Mann, der durch einen Wald fährt und dann etwas anfährt. Der Film war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Und wie schon gesagt, auch nicht ganz so rund von der Auflösung her. Aber er hat auch nicht gehabt. Mhm. Und es waren bloß 11 Minuten eigentlich, gell? Ja, 12 Minuten. Die haben sie aber gezogen. Über den nächsten Kurzfilm, da rede ich auch sehr gerne, weil der hat mich auf verschiedenen Ebenen mich schockiert. Aber nicht, weil er so krass ist, sondern weil ich nicht verstanden habe, wieso der in dem Festival läuft. Und zwar der deutsche Film Heiko mit 2K. Das waren da 11 Minuten scheinbar. Die haben sie sehr kurz angefühlt. Man sieht am Anfang so einen Typen über ein Feld gehen und er hat an der Leine einen Spielzeughund, den Heiko. Mit 2K. Mit 2K und zieht ihn so hinter sich her und schimpft er oder spricht er auf den einen. Bis er an eine Straße kommt, wo an einer Bushaltestelle gerade eine Dame ein Herz verspeist. Und Ein Herz? ja, oder was war das? Das waren Rodiraner, das war ein Backel Raner. Da hat so den Saft rausgesoffen und so. Mana ist Rote Rana, Beete. dann steht er eng da, heißt Genau, rote Beete, sagt man auch. Dann war ja nicht einmal das gruselig. Jo, Rana können schon gruselig sein. Die hat wohl geil sind die. Der Typ geht über das Feld und denkt mal, was ist denn jetzt das Horrorelement? Wieso ist dieser Kurzfeld im Fright Night? Ja, Rana sind ja das Herz der Natur, also du bist gar nicht so falsch dran. Stimmt Und schon. der junge Mann, der das Ganze geschauspielert hat, der war dann auch tatsächlich da und hat dann praktisch seine Rolle weitergesponnen. Und da bin ich dann da gesessen und hab gedacht, warum? Was ist denn eigentlich los? Und dann, bei der Preisverleihung, kam das, womit ich wirklich gar nicht gerechnet habe,
dass der nominiert war. Und dann ist es noch schlimmer geworden, dann hat das Ding sogar gewonnen. Also ich weiß ja nicht genau, was ihr während dieser Jury-Sitzung gemacht habt, aber ihr habt es offensichtlich ordentlich gesoffen. Ja, nochmal, Corby, es ist nicht das Festival der Filme, die Mike geil findet. Lass mir einen Heiko mit 2K in Ruhe. Das ist Demokratie. Ja. Die hat noch nie funktioniert, Ja, ich kann verstehen, dass man ein bisschen was an dem Film findet, aber ich muss halt da schon sagen, da waren so viele richtig tolle Kurzfilme dabei, die es nur tausendmal eher verdient haben wie Heiko, der nicht einmal wirklich gruselig war. Ja, aber jetzt schau mir den Film an, wie krass, dass die der an der Nase rumgeführt hat, dass du gemeint hast, die essen Herzen und dabei waren es Raner. Das ist ja Wahnsinn, wie der mit der Optik scheinbar gespielt hat, wie der visuell neue Seiten aufgezogen hat, dass der Corby da sitzt und sagt, ein krasser Herz. Der hat ja Und visuell dabei waren es gestangelt. einfach nur Raner. Mausebein. Was ist los? Hast du den Film gesehen? Ja, habe ich mir nachträglich noch organisiert. Ja? Dann erklär mal, um was Ein geht's denn Verheiß. sonst? Was passiert, nachdem der bei der Bushaltestelle war? Mir ist das Internet abgestürzt, die haben den fertig anschauen können. Ich habe nur So, bis zu du- dem Moment mit den Raner gesehen und dann haben wir gedacht, jetzt schneiden wir meine Raner her und machen wir einen Salat. Und schon war er aus, gell? Und Wir reden genau, schon gib ich zwei zurück, bei wo der Film Heiko. aus. Der nächste Film war The Game We Play. Und deswegen ist eine So-Thematik bin. Aber junge Leute, die in einem Folterraum angebunden sind an Stühlen und ein Schlitzer, ein Killer, ein Metzger dort sie foltern und möchte eben was aus einer rauskitzeln. Informationen, genau. The Game We Play war auch nicht so meins, wenn ich ehrlich bin, weil er ist in Chor-Richtung so richtig für mich abgedriftet und ich verstehe die Verbindung in Richtung so, aber ich hätte halt dann auch gern gesehen, wie er die umbringt. Also was wir immer gern sehen. Ja, und was er vielleicht dann auch nicht getan hat. Naja, dann gab's Bath Bomb vom Colin G. Cooper. Hat der Kali auch nicht gesehen, richtig? Wieder allen Erwartens habe ich den auch nicht gesehen, da er ja in dem zweiten Kurzfilmblock war, den ich versandt habe, weil irgendwelche Arschgeigen kurzfristig beschlossen haben, dass wir an dem Tag heimfahren. Dann abgehauen, bevor ich rausgekommen bin. Und dann habe ich nur mit zurückgemisst. Ich war schon da gewesen für den zweiten Kurzfilmblöck. Also liebe Chiara, liebes Freinetzteam, ich war da gewesen. Und dann haben die Arschkackbratzen da eben beschlossen, sie hauen einfach an dem Tag schon ab, fahren mit den Autos davon. Dann habe ich ins Hotel zurückgehen müssen und habe einen Koffer holen müssen. Ja, Pissbacken, so ein ey. Mist. Die hat mir das komplette Festival versaut, aber komplett. Also nächstes Jahr fahre ich lieber mit angenehmen Leuten hin. Wahnsinn. Und Kim Jong-un und Putin oder so. jetzt. Pharisäer, du Pharisäer. Ihr seid die Pharisäer, du Schweinebacke. Gut. Genau, soviel zu Bath Bomb. Auf jeden Fall 9 Minuten 55 purer Spaß. Regie hatte Colin G. Cooper geführt und es geht um wieder ein Paar, das, wo einer untreu war und der andere sich denkt, geh mal her, du. Die hab ich gleich. Dieses Untreue-Thema zieht sich ein bisschen durch, gell? Ja. Aber nicht bei Apotemnophilia, Mike, oder? Da nicht. Und zwar geht es da um eine sehr attraktive Dame, die nicht nur Lampenfieber hat, sondern sehr unzufrieden ist mit ihrem Körper. Und sie hört Stimmen im Kopf, die ihr sagen, mit dir stimmt was nicht. Und sie sagt dann plötzlich Sachen, die nicht da sind. Und die fängt dann an, dass auf einmal an sich selber rumschnibbelt und sich da Tiere aus dem Körper schneiden möchte und dann aber immer weiter schneidet und das schön findet. Und genau, und das Ganze gipfelt dann in einem richtig blutigen Sauerei und ist nach 10 Minuten vorbei und du denkst dir, ja, leck mir am Arsch, was habe ich denn da gerade gesehen? Sehr schönes Teil. Hat mir sehr gut gefallen. Und echt extrem krasse Effekte. Also extrem. Hat dann eben auch den Effekt für die beste Mutilation Scene bekommen. Und dann haben wir als Abschluss Do You Stay Home bekommen, wo ich vermute, die oder der Regisseur Luis Adán Espinosa aus Mexiko hat sich wohl gedacht, ich mache jetzt, weil das ist ja der Zahn der Zeit, einen Kurzfilm über eine mexikanische Familie, die während einer Pandemie in Isolation ist und da passieren lustige bis grausame Sachen. Mhm.
Ich habe mir gedacht, liebe Leute, das ist etwas zu spät. Okay. Ja, oder? Ja, aber man sieht trotzdem jetzt, wenn man da so reflektierend auf diese Pandemie zurückschaut und in der Familie repräsentiert ja jeder anderen Stereotyp aus dieser Pandemiezeit. Sei es der Klopapierhorter oder die Influencer, die auf einmal meinen, sie müssten von daheim aus noch berühmt werden oder lauter so Sachen. Und ich fand das eigentlich schon ganz amüsant. Also 15 Minuten fand ich auch von der Länge her okay und er ist sehr sarkastisch. Also ich fand den schon angenehm. Dann waren das praktisch alle Kurzfilme und eigentlich auch so ziemlich das Programm von Fright Nights. Wir haben ja schon gesagt, danach gab es nur Terrifier 3 und zwar nach der Preisverleihung. Da hat nämlich dann der Mike seinen großen Auftritt gehabt, zusammen mit dem Dr. Horror, mit dem Danny und der Faye, die gemeinsam mit dem Moderator, wo mir der Name empfallen ist, also ich bin mir auch nicht sicher, ob er sich vorgestellt hat. Ja, Heiko hieß er, der moderiert hat. Genau, Heiko hat er geheißen, dankeschön, Kani. Er hat dann gemeinsam mit der Chiara da durch diese Preisverleihung gemoderiert. Es waren einige Regisseure da, die sich dann sehr stark darüber gefreut haben, dass sie die Preise bekommen haben. Es sind Laudatien in Deutsch und auf Englisch vorgelesen worden und sogar Instagram-Live-Publikum war dabei. Und bevor ihr auf die Idee kommt, nein, sowas machen wir nicht. Ihr seid eh schon so verwöhnt, ihr lieben Hörer. Pfui. Aus. Ich war übrigens zu dieser Preisverleihung, war ich dann da. Waren wir alle dann sehr froh. Und dann haben wir eben Terrifier 3 gesehen mit unserem Highlight. Und da müssen wir natürlich auch nur erwähnen, dass Franzi wirklich da für einen Hingucker gesorgt hat, weil sie ist gleich als Art der Clown aufgetreten an diesem kompletten Tag und hat die Blicke auf sich gezogen. Voll cool hat's das gemacht. Ja. Vor allem von Kindern, ja. Kinder, die sie schau mal, der Kasperl. Ja, die sie beim Vorbeischauen, wo es vorbeigegangen ist, haben sie nachgeschaut, haben sie dann Pommes ins Ohr reingeschoben, vor lauter das paralysiert. Ich habe mich sehr amüsiert, diese Blicke. Ich bin mir selber ein bisschen, ich bin auch aus meiner Komfortzone raus müssen, weil es war wirklich Wahnsinn, weil wirklich alle Leute geschaut haben, alle. Und du hast genau gespannt, entweder die Leute, die das kennen, die sagen yeah, oder alle, die sagen, ja, die sind nicht ganz sauber. Da waren alle Reaktionen dabei, war sehr, sehr spaßig. Super geil. Es war anscheinend nur beim Kino als Art verkleidet, aber den haben wir nicht gesehen, also hat er nicht existiert. Franzi ist die einzige coole Nudel, die es durchgezogen hat. Yeah. Ja, Franzi ist die Beste. Ja, Franzi. Und jetzt sagen wir aber auch noch, dass natürlich auch die besten Festivalorganisatoren da in Pasching, Chiara, Jenny, Flo und Mino. Jenny, hast du schon gesagt, oder? Ach, der Ja. René. Und René Horsten, genau, danke. Ich hab gewusst, da gab es einen vierten Namen, aber ich glaube, mit dem habe ich gar nicht so viel zum Tor gehabt. Ja, und natürlich derjenige, der das Ganze vor 20 Jahren oder vor der 20. Ausgabe ins Leben gerufen hat, der Heinz Olbrich. Ihr seid alle super. Ja. Yeah. Wirklich. Wir zeigen gerade alle unsere Herzen. Achso, warte, dann packen wir wieder ein. Ja. Und Potatoes, wenn es ganz blöd Potato. Na, war wirklich ein sehr geiles Wochenende mit sehr viel Herzblut, gute Leute, gute Gespräche, viel zum Trinken. Ja, einwandfrei, also war toll und ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Vielleicht kommen dann die Ösis einmal wieder ins Hotline und mir rumpelt man wieder mit zu den Ösis ab. War ein super geiles Wochenende. Ja, Chiara hat gesagt, sie kommt nochmal so auf ein Festel, aber weil sie es am Hadler nicht schafft. Also Chiara, wir nehmen dich beim Wort. Wenn du nicht bald einmal da bist, dann gibt's einen Tritt ans Schienbein. Boah, Alter, sei nicht so gemein. Ja, mit Haferlschuhe. Also zieh mir extra Haferlschuhe und dann ans Schienbein. Das ist richtig gemein. Ja. Na, aber auf jeden Fall echt sehr, sehr cool. Und ich glaube, Leute, ihr habt da wieder einen Podcast für euch gewonnen, der zu Recht die letzten Jahre natürlich auch immer schon für euch da war, aber dieses Mal auch vor Ort da sein durfte. Und werden wir das nächste Mal auf jeden Fall auch wieder tun. Aber hallo. So schaut's aus. Aber dann mach ich einen Fahrer, weil ich keinen Bock mehr hab, dass ich auf die Nacht noch heimfahre um 12 Uhr oder so. Wie bescheuert kann man eigentlich sein, spacken. Ja. Du hast es doch sogar noch vorgeschlagen. Richtig. Oh, was? Leck. Podcast Insider hier. Der Kadi war der Erste, der, bevor wir da hingefahren sind, gefragt hat, wir fahren aber schon am Samstag wieder heim, oder? Ich habe eigentlich gesagt, warum muss ich zu dem Saufwessel mitfahren, habe ich gesagt.
Ihr seid sich die Penner. Da musst du in der Nacht, was du heimfahren, Hunger hast, wird Sau. Alle Fettsack Burger Kings haben schon zu. Abgesehen Das geht davon, dass gar keiner nicht. mehr Also- auf dem Weg gelegen ist, ich war aber gestorben. Ich habe schon die ganze Zeit einen Sepp ins Lenkrad reinbissen. Gut. Ja, ansonsten, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dann das nächste Mal mit dabei seid im Fright Nights. Und habt ihr vielleicht einen oder anderen Film schon gesehen? Dann schreibt uns in die Kommentare, was ihr von diesen wunderbaren Filmen, vor allem von Heiko mit 2K, gehalten habt. Und wie schon gesagt, ihr müsst euch, und das ist eine Hausaufgabe, schaut euch Drudo. Verdammt nochmal, schaut euch den jetzt endlich an. Vergesst Ruth, schaut's Heiko mit 2K. Auf alle Fälle, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Habt ihr- Und ist der. Habt ihr eigentlich den besten Witz, den der Mike in seiner Laudatio gebracht hat, gesagt? Wir haben ja vorher technische Probleme gehabt, jetzt weiß ich, was alles gesagt worden ist. Der Mike seine Laudatio auf Vampire Zombies from Space. Na? Ganz groß hinten auf der Leinwand eben dann das Plakat Vampire Zombies from Space. Und der Mike hat dann seine Rede drüber gehalten, die er auch hervorragend gemacht hat. Also auch wieder großes Lob an Mike. Er hat gesagt, er ist jetzt eine riesige Rampensau. Danke. Und auf alle Fälle hat der Mike dann auch diesen coolen Einfall gehabt, dass er immer sagt, Vampire Zombies from Space. Bloß hat der Mike auch gesagt, Vampire Zombies from Outer Space. Während hinten ganz groß steht, wie der Film wirklich heißt. Das glaube ich, hat er 3 Mal in seiner Laudatio drin gehabt. Und jetzt wird immer so, oh Mike, da ist ein Wortsfein drinnen. Aber es war trotzdem schön. Mike. Stimmt doch Gott, du bist so cool. Was, Korinthenkacker? Ja, komm. Du Schwein. Hau doch ab. Was? Das war ein guter Witz, ich hab's gut gefunden. Wahnsinn. Weil du es immer so schön betont hast. Man dachte, oh Mike, der steht gerade hinter dir richtig. Du bist echt gemein. Er hat das wirklich super Wahnsinn. gemacht. Ohne Scheiß. Mein Gott, jetzt jammert mal ein bisschen, es trennt so in Gottes Namen. Wie viele Laudatien hast denn du Wahnsinn, gehalten, ha? 18. Wo denn? In meinem Hotelzimmer. Ja. In der Dusche. Oh Da habe Gott. ich den Reden runtergehauen, dass du sagst. Gut, dann, wie schon gesagt, kommentieren, liken, abonnieren. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ins Fright Night fahren. Fright Night fahren. Drudo schauen. Heiko wegbashen. Jetzt, okay. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Nee, vom Fright Night. Doch, wahrscheinlich auch vom Fright Nights. Waren wir gerade nicht Bashing auf alle Fälle. Vom Bashing. da. Bashing. Also Geh dann, weiter. Bussi Baba. Servus und Habidere. Servus.